Denn zur Freiheit seid ihr berufen worden, liebe Brüder und Schwestern. Auf eins jedoch gebt Acht, dass die Freiheit nicht zu einem Vorwand für die Selbstsucht werde, sondern dient einander in der Liebe. Denn das ganze Gesetz hat seine Erfüllung in dem einen Wort gefunden: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr einander aber beißen und fressen wollt, dann seht zu, dass ihr euch nicht gegenseitig verschlingt. Ich sage aber, führt euer Leben im Geist, und ihr werdet dem Begehren des Fleisches nicht nachgeben. Denn das Begehren des Fleisches richtet sich gegen den Geist, das Begehren des Geistes aber gegen das Fleisch. Die beiden liegen ja miteinander im Streit, so dass ihr nicht tut, was ihr tun wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist leiten lasst, untersteht ihr nicht dem Gesetz. Es ist ja offensichtlich, was die Werke des Fleisches sind: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Eigennutz, Zwietracht, Parteiung, Missgunst, Trunkenheit, Übermut und dergleichen mehr. Ich sage es euch voraus, wie ich es schon einmal gesagt habe: Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen all dies kann kein Gesetz etwas haben. Die aber zu Christus Jesus gehören, haben das Fleisch samt seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Zurück zum Galaterbrief. Jesus sagt mal: Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Oder? Und der Paulus haut in die Kerbe rein, Moll für Moll. Bis jetzt, was wir gehört haben, die Predigt in den letzten 4 Wochen: Du bist frei. Du musst das Gesetz nicht erfüllen. Jesus hat das gemacht. Und er hat alles gemacht dafür, was es braucht. Es liegt nicht an dir, dass das Gesetz erfüllt wird. Und kaum ist der Paulus weg, bekommt er mit, dass andere Prediger reinstehen und sagen: Ja, Moment, hat euch der Paulus das und das und das nicht erklärt. Und andere Prediger holen Galater wieder zurück an den Punkt, dass sie wieder das Gefühl haben, ich muss etwas dafür tun, damit ich gerecht bin. Ich muss das Gesetz erfüllen. Und der Paulus fährt von der Reihe. Der Paulus verliert förmlich seine Geduld. Wenn wir den Galaterbrief lesen, allein wenn er anfängt, sehen wir schon, der Paulus, der dreht im roten Bereich. Er sagt: Diese Gnade Gottes werde ich doch nicht zurückweisen. Wie blöd. Denn wenn wir vor Gott bestehen könnten, indem wir das Gesetz befolgen, dann wäre Christus umsonst gestorben. Er sagt: Leute, was macht ihr? Ist Jesus für nichts gestorben? Ist das Opfer wertlos gewesen? Wenn wir selber versuchen, gerecht zu werden durch unser Handeln, dann hat Jesus gar nicht ans Kreuz müssen gehen. Was macht er eigentlich? Es ist wie wenn ein Gefangener im Gefängnis sitzt. Sag mal, du sitzt im Gefängnis. Stell dir das mal vor. Du hast etwas gemacht, man hat dich bei etwas verwünscht, das, was du letzten Sommer gemacht hast. Und jemand hat dich gesehen und angeklagt. Und der Richter hat gesagt: Ja, das stimmt. Du hast das gemacht, du bist schuldig. Und du gehst zu und sagst: Das stimmt. Ich habe die Strafe verdient. Du wirst ins Gefängnis geworfen, aber es gibt eine Kaution. Der Richter sagt: Du musst ins Gefängnis, aber wenn du 200'000 Franken auf den Tisch legst, bist du frei. Du bist im Gefängnis und irgendwann kommt der Gefängniswärter, schließt deine Türen auf und sagt: Schau, du bist frei. Jemand hat eine Kaution für dich gezahlt. Man macht die Türen auf und du siehst, auch die äußeren Türen sind offen, du bist frei. Aber was machst du? Du bleibst einfach sitzen. Du gehst nicht raus. Du hockst in deiner Zelle, wie du vorher drin gehockt bist, schlägst vielleicht wieder dein Buch aus der Gefängnisbibliothek auf und lesest weiter. Die Tür steht offen, du könntest rausgehen, aber du gehst nicht. Der, der Kaution für dich gezahlt hat sein Geld verschwendet. Einverstanden? Wir müssen auch rausgehen. Und 4 Kapitel lang haut der Paulus dort rein. Er sagt: Leute, sind frei. Habt ihr das nicht gecheckt? Jesus hat für euch gezahlt. Jesus hat eure Schuld beglichen. Tut doch nicht so, als ob ihr immer noch Gefangene wäret. Was ist los? Lebt nicht damit das Gesetz erfüllt, sondern lebt in dieser Freiheit. Und nachher kommen wir zum Kapitel 5. Und der Paulus gibt sich alle Mühe, um ein Missverständnis zu verhindern. Er sagt: Achtung, es geht nicht um Zügellosigkeit, es geht um Freiheit. Es geht nicht darum, dass wir jetzt machen, was wir wollen. Machen, worauf wir Lust haben. Sondern wir sind frei, zum Jesus nachzufolgen.
Dazu sind wir befreit. Jesus hat uns nicht zur Selbstsucht befreit, sondern dass wir in unserer Berufung leben können. Und der Paulus schreibt, ihr seid zur Freiheit berufen, liebe Geschwister. Nur benutzt die Freiheit nicht als Freibrief für das eigene Ich, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ihr das eine Gebot haltet. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der Paulus bezieht sich hier aufs Gebot, aufs Gesetz Christi. Damals in der Bergpredigt macht Jesus etwas mega Spannendes. Er nimmt das Gesetz auf und sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz zu entkräften. Nein, ich bin gekommen, um es zu verschärfen. Er sagt, hey, du sollst nicht Ehe brechen. Okay, aber wenn du schon eine andere Frau lüstern anschaust, hast du die Ehe gebrochen. Und er setzt eigentlich immer noch einen drauf und verschärft das Ganze und macht somit klar, es ist unmöglich für euch, das Gesetz zu halten. Für das bin ich da. Ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Und er macht es klar in der Aussage. Und darauf bezieht sich der Paulus. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Freiheit ist nicht Zügellosigkeit, sondern will wir checken, was Jesus für uns gemacht hat, werden wir frei. Will wir checken, dass er die Konsequenzen von unserem Handeln getragen hat, kommt eine Freiheit in uns. Und mir hilft immer, um das zu verstehen, hilft mir das Kreuz. Weil wir verstehen, dass Gott uns vergeben hat, werden wir fähig, zum anderen zu vergeben. Weil wir verstehen, wie sehr er uns liebt, werden wir fähig, andere zu lieben. Weil wir verstehen, wie gross die Gnade von Gott zu uns ist, werden wir fähig, selber gnädig zu sein. Weil wir checken, wie grosszügig Gott uns gegenüber ist, wie er uns beschenkt, werden wir frei, selber grosszügig sein zu beschenken. Wie können wir auch anders, wenn wir das checken, wenn wir checken, was Gott für uns gemacht hat, wie können wir das zurückhalten? Wie können wir nicht anfangen, Jesus nachfolgen, wenn wir das verstehen? Und es wird noch besser. Du musst das nicht aus eigener Kraft machen. Weil das zu verstehen, da brauchen wir Gottes Hilfe dafür. Gott selber macht es möglich, dass wir das verstehen können. Jesus sagt mal, er ist längere Zeit mit den Jüngern unterwegs und dann schwätzt er ganz zum Schluss, wenn er weiss, jetzt ist langsam meine Zeit auf dieser Erde vorbei, tut er mal Zeit verbringen mit seinen Jüngern und er sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Er redet hier vom Heiligen Geist, Paraklet, Tröster, Helfer, Ratgeber. Er sagt, es ist gut für euch, wenn ich gehe. Das ist richtig Good News heute für uns. Stell dir mal vor, du hättest das nicht. Gottes Geist lebt in dir und macht es möglich, dass wir das alles checken. Und mit seiner Hilfe sind wir fähig, in einen neuen Lebensstil hineinzufinden. In einen Lebensstil prägt von Gottes Liebe. Und das ist das, was der Paulus meint, wenn er die Aufzählung macht. Ich lese es nochmal schnell vor. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist das, was entsteht, wenn wir einen Lebensstil entwickeln, aus dieser Liebe Gottes heraus. Und das klingt so gut, oder? Und wer will nicht so eine Spur hinter sich lassen? Wer will nicht, ich will, dass an meiner Beerdigung das mal über mich gesagt wird. Ich wünsche mir das so sehr. Dass man gesagt wird, hey, das so, von er gekommen ist Frieden hineingekommen. Er war treu gewesen. Wenn ich ihm begegnet bin, habe ich seine Liebe gespürt. Ich wünsche mir das, dass man das mal über mich sagt. Aber so oft gelingt es mir dann doch nicht. Ich glaube, da geht es uns allen gleich. So oft gelingt es uns dann doch nicht. Wenn ich auf die letzten 2 Jahre zurückschaue, wir sind alles ganz liebe Menschen, oder? Und wir meinen es ganz gut miteinander.
Aber wenn Druck kommt, auf eine Gesellschaft, auf eine Kirche, auf eine Small Group, auf einzelne Menschen, auf Familien, dann spült es auf, was in uns drin ist. Und da ist nicht noch Gutes zum Vorschein gekommen. Wie viel Rechthaberei habe ich auch in unseren Kreisen gefunden und ich ordne mich da voll ein. Wie viel Zorn haben wir entdeckt? Wie viel Ungeduld? Wie viel Verurteilung? Wie schwätzen wir aktuell gerade über die Russen? Wie schnell passiert es, dass wir, wenn Druck auf uns ausgeübt wird, dass solche Sachen zum Vorschein kommen? Wie viel Streit, wie viel Spaltung? Ich komme nicht mehr. Ich will nicht mit dem. Wie schlecht haben wir es zum Teil gemacht, andere Meinungen zu tolerieren, unsere Meinung nicht als Wahrheit zu sehen. Wie schnell haben wir dazu beigetragen, dass sich Familie, Freundschaften, Gemeinde, Gesellschaft gespalten hat? Ich habe selber dazu beigetragen. Wie oft habe ich in den letzten 2 Jahren Resignation angetroffen, gar Hass. Und das war nicht eine Entscheidung, dass wir das wollen, oder? Aber es ist zum Vorschein gekommen. Und ich bin auch ein bisschen ernüchtert, wenn ich so auf die letzten 2 Jahre zurückschaue. Weil ehrlich gesagt, oft habe ich in meine Church hineingeschaut und gedacht, warum ist es hier bei uns nicht anders, als wenn ich irgendwo anders hingehe? Wir Christen sollten doch mit Gottes Hilfe anders mit solchen Situationen umgehen als Gesellschaft, oder nicht? Wir sollten uns doch weniger spalten als Gesellschaft. Wir sollten doch fähig sein, Menschen, die andere Meinungen haben, immer noch zu lieben, als irgendjemand auf dem Barfi, der Gott nicht kennt. Aber es ist so schwierig. Und es ist auch nicht außergewöhnlich. Es ist genau das, was der Paulus auch bei den Galaten wahrnimmt und ihnen schreibt. Es ist letzten Endes eine unvollendete Liste, die er ihnen bringt und sagt, schau, was soll das, was die machen? Was soll das? Lasst euch vom Geist Gottes leiten. Das ist nicht das, was die brauchen, das Church. Das ist nicht das, was euch Jesus ähnlicher macht. Und es ist auch nicht außergewöhnlich, wenn Menschen zusammenkommen, passiert das immer wieder. Wieso soll es bei uns nicht auch passieren? Wir wünschen uns so einen Lebensstil, geprägt aus der Liebe Gottes, aber letzten Endes haben auch wir in unserem innerlichen Kampf. Der Paulus schreibt, die menschliche Natur widerstrebt dem Geist Gottes und der Geist Gottes ebenso der menschlichen Natur. Beide stehen gegeneinander, damit ihr nicht einfach macht, was ihr wollt. Auch wenn wir wollen. Wir können nicht einfach eine Entscheidung treffen und sagen, ich lebe jetzt in dieser Liebe und dann passt es und dann funktioniert es. Und von dem Moment an, wo ich die Entscheidung getroffen habe, gelingt mir das. Das ist nicht die Realität. Das haben wir in den letzten 2 Jahren gesehen. Wir haben uns für das entschieden, in dieser Liebe zu wandeln. Aber es ist uns nicht einfach so gelungen. Wir sind dem Kampf genauso ausgesetzt. Der Kampf lebt in uns. Wenn wir an Jesus glauben, lebt Gottes Geist in uns. Amen? Ja? Amen. Das ist mega good News. Und das ist mega relevant. Gottes Geist lebt in uns. Aber auch all das Menschliche, das ist auch in uns. Auch all das ist in uns. Und die wollen unterschiedliche Sachen. Das sagt der Paulus. Und ich gebe mir jetzt alle Mühe, dass wir heute verstehen, wie wir mithelfen können. Dass die Frucht vom Geist stärker wird, mehr Platz in uns bekommt. Und das Destruktive in uns, was der Paulus beschreibt, dass das an Platz in uns verliert. Und ich darf dafür einen lebendigen Baum auf die Bühne holen. Wir haben Bilder helfen uns, Sachen zu merken. Oder? Und er ist der jetzt hier 17, 18 Minuten muss stehen und unser lebendiger Baum ist. Also wenn er müde wird, einfach anführen, oder? Es ist wie damals, kennt ihr vielleicht die Geschichte bei Mose, oder? Wo er die Hände aufheben und er hat nicht mögen und er hat einen Menschen gebraucht und einen Arm gestützt haben und dann haben sie verloren. Du schaffst es. Ich habe extra einen sportlichen jungen Mann angefragt für das. Du bist der Baum. Machen wir es konkret, du bist ein Obstbaum. Du bist ein Baum, der Frucht bringen soll. Oder?
Du sollst gute Frucht bringen. Aber eben, die menschliche Natur, die kämpft dagegen an. Und für das habe ich Efeu. Ich habe eine Gärtnerin gefragt, was das beste Bild dafür ist. Sie hat mir gesagt, nimm doch Efeu. Weil Efeu ist so eine fiese Sache. Efeu nutzt einen Baum, damit es selber keinen Stamm muss bilden und nutzt den Baum, um sich daran festzubinden. Und jetzt ist das Ding das. Efeu wissen viele gar nicht, aber Efeu hat auch Frucht. Und die ist hochgiftig. Und die Frucht, wenn Efeu wächst, wächst auch die Frucht. Und die Frucht, die vergiftet nicht nur uns selber, sondern auch alle, die davon genießen, oder? All die Menschen in deinem Umfeld, die mit dir unterwegs sind, bekommen die Frucht mit ab. Das ist ja so. Wir geben alles weiter. Das nächste Problem an Efeu ist, es nimmt schnell Raum ein. Du kennst, ich habe ein Bild mitgebracht von einem Baum, der so richtig mit Efeu überwuchert ist. Du hast bestimmt schon so Bäume gesehen. Wenn wir nichts dagegen machen, dann breitet sich das Efeu aus. Und gerade bei kleineren oder jungen Bäumen wird das zum Problem, weil Efeu steigt auf, Efeu geht in die Krone und Efeu haltet letzten Endes auch das Licht vom Baum weg und hindert den Baum daran zu wachsen. Und durch das wird die Krone schwer, oder? Und das ist an sich nicht ein mega Problem. Aber wenn es von da verstürmen, wenn es von da verwinden, wenn es von da verregnen, wenn es von da verschneien und Last auf die Krone kommt, dann kann es zum Problem werden. Und nicht selten bricht auch mal ein Ast ab, weil die Last so gross wird auf die Krone. Er macht es gut, oder? Er steht immer noch. Und jetzt ist die Frage, was ist das Efeu? Lass uns das mal beim Namen nennen. Und ich mache nur ein paar Beispiele. Und ich lade dich ein, komm, wir beten noch zusammen, dass Gott uns aufzeigt, was Efeu in unserem Leben ist. Weil das ist eine endlose Liste. Vater, wir sind heute hier und wir wollen uns reinschwätzen heute von dir. Wir wollen sehen, wo sich etwas in unserem Leben breit macht, in unserem Herzen breit macht, wo dir im Weg steht. Dir, Heiliger Geist, Raum nimmt. Und zeig uns auf, wo unser Efeu ist. Zeig uns auf, ganz persönlich, was wir heute loswerden, damit du mehr Raum in uns bekommst. Ein Efeu ist vielleicht Rebellion. Also ich habe nicht selten in meinem Leben Menschen angetroffen, die das Efeu sogar mit ein bisschen Stolz mit sich herumtragen. So ein bisschen dagegen sein, ein bisschen gegen den Strom schwimmen. Gerade als Christ können wir das relativ gut. So ein bisschen die Kultur von der 68er in die Länge ziehen. Ich weiss nicht, wie viele 68er du kennst, aber dort, wo ich herkomme, habe ich immer wieder mit darüber angeschwätzt, dass wir richtig Stolz getragen haben. So ein bisschen Efeu am Baum ist auch etwas Schönes, oder? Es macht den Baum, es gibt so ein bisschen etwas, es ist schön grün, es gibt ein bisschen Körper. Aber das Problem ist, Rebellion führt zur Spaltung, führt dazu, dass wir uns nicht mehr gerne leiten lassen, dass wir schlecht vertrauen können. Ein anderes Efeu kann sein, Unvergebenheit zum Beispiel. Vergeben, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen muss, das ist eine richtige Schwäche von mir, aber so, ich muss sagen, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, ich habe schon ein paar Sachen, wo ich genau weiss, dort müsste ich an sich an der Vergebung arbeiten, aber das, was mir die Person angetan hat, ist wirklich übel. Und was daraus entsteht, die Frucht, die wir daraus sehen, sind kaputte Beziehungen. Bitterkeit kann entstehen. Ich bin vielleicht nicht der geduldigste Mensch auf dieser Welt, oder? Und es passiert mir eigentlich regelmäßig, wenn ich ehrlich bin, dass ich sehr ungeduldig mit meinen Kindern bin. Das ist ein Anschrei. Aber wer kann schon immer geduldig sein? Aber das Problem ist, es entsteht Streit, es entsteht Unfrieden, es entsteht Stress in uns selber.
Vielleicht hast du mit einer Sucht zu kämpfen. Dann denkst du, ja, also, ich weiß jetzt nicht, ob das... Also, erstens, es ist nicht gerade Heroin, oder? Es ist Kaffee. Oder es ist Zucker. Oder Essen. Oder Pornos. Aber muss man das jetzt gerade... Also, ist es wirklich eine Sucht? Ist es wirklich eine Sucht, wenn ich jetzt jeden oben 2 Feierabendbier trinke? Muss man das als Sucht bezeichnen? Ich weiß es nicht. Oder ein halbes Päckchen Ziege am Tag. Muss man das als Sucht bezeichnen? Das Problem ist, Sucht an sich führt uns in eine Abhängigkeit hinein. Das macht auch müde. Und das führt sehr schnell zur Lüge. Dass wir versuchen, etwas zu vertuschen, etwas zu verstecken. Und dann sehen wir plötzlich viel schlechte Frucht daraus. Vielleicht ist auch ein anderes Ehefeu, das dich damit identifizieren kannst, untreu. So. Nicht so gut. Ich habe mir Leute darauf gesagt, aber die holen auswärts, ist kein Problem, aber gegessen wird daheim. Und wir fangen Sachen an zu machen und merken, jetzt sind wir nicht mehr wirklich treu. Und auch das Problem dort, was entsteht daraus? Unzufriedenheit, Unfrieden, Lüge, kaputte Beziehungen. Das sind Sachen, die man dann sieht, aber herauszufinden, was ist es, das ist die Herausforderung. Was ist es, was die Frucht hervorbringt? Weil die ungesunde Frucht, die sehen wir, die kaputten Beziehungen. Die sehen wir. Aber woher kommt sie? Das ist die grosse Frage. Vielleicht ist es auch Habsucht. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, man muss zu sich schauen auf dieser Welt, oder? Wenn wir es nicht machen, dann macht es keinen. Was bekommst du auf dieser Welt noch gratis? Ich meine, der Liter Benzin, ich bin letztens tanken, ich habe noch nie so viel Geld gezahlt, um mein Auto voll zu tanken. Ich bin in Deutschland unterwegs, ich habe etwa 2 Euro gezahlt pro Liter Diesel. Du bekommst nichts geschenkt auf dieser Welt. Und wenn du nicht zu dir schaust, dann macht es keinen. Aber das Problem ist, daraus wächst Gier, Neid, fehlendes Vertrauen in Gott. Rastlosigkeit vielleicht auch, weil wir immer mehr wollen. Und so oft passiert es uns, dass wir so an einen Punkt kommen und sagen, ja, so bin ich halt. So bin ich halt. Und ich habe eigentlich gemeint, ich darf in die Kirche kommen, wenn ich bin. Oder? Das darf schon, aber bleib nicht so. Wirklich. Alle sind willkommen, aber bleib doch nicht so. Das muss doch nicht sein. Ich will, dass du Frucht bringst. Und so, ich glaube, so einen mit Efeu überwucherten Baum, ich weiß nicht, wie viel Frucht ich von dir erwarten darf. Und wir machen einen Fehler, wenn wir das als Charaktereigenschaften fangen an zu verkaufen. Bin halt nicht so geduldig. Das ist nicht unser Charakter. Jetzt ist die Frage, wie werden wir das los? Wie funktioniert das? Ich erinnere gerne nochmal an die Good News von heute. Gottes Geist lebt in dir. Das ist ein mega Schlüssel für den ganzen Prozess. Ich lese es nochmal schnell. Es ist gut für euch, wenn ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und jetzt geht es weiter. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für all das Zeug, wo uns wegreißt von Gott. Für die Gerechtigkeit und das Gericht. Also der Heilige Geist, der Geist Gottes wird uns zeigen, was nicht gut ist. Das ist eine Zusage. Wegen sage ich, es ist so wichtig, dass wir checken, dass Gottes Geist in uns lebt. Das ist drin. Und wir werden durch ihn erkennen, was nicht gut ist. Manchmal wirst du allein erkennen, oder? Manchmal hast du vielleicht so etwas, wo dich nervt und wo du merkst, das ist Müll, oder? Das gehört nicht in mein Leben. Das ist destruktiv für mich. Manchmal brauchst du aber auch eine andere Person, die dir hilft zu erkennen, oder?
Weil das ist etwas, was mir immer wieder auffällt. Oft versuchen wir das irgendwie allein zu handeln. Und so oft, es ist ein bisschen, ich finde Insta und Facebook und so zeigt das so gut. Wer zeigt schon gerne die destruktiven Sachen im Leben? Ich zeige auch gerne das, was funktioniert, das, was ich gut kann. Das Tolle an mir. Aber wer schwätzt schon gerne über das? Aber manchmal brauchen wir jemanden, der sagt, hey, Josh, was hast du da in deinem Leben? Das ist mega Müll. Das musst du loswerden. Das ist nicht gut für dich. Das steht dir im Weg. Manchmal brauchen wir einen Menschen, wo wir sagen können, hey, magst du mit mir ansitzen und mal auf Gottes Geist hören? Und manchmal sehen wir nur die Früchte und müssen Gott fragen, hey, woher kommt das? Woher kommt das in mir? Lass uns erkennen, was die Wurzeln ist. Lass uns erkennen, was der Efeustrang ist, damit wir tragen können und damit wir es ausrupfen können. Und da stellt sich die Frage, hast du so eine Person? Hast du so eine Person in deinem Leben, wo du das machen kannst? Hast du Personen, die du reinschwätzen lässt? Hast du Personen, wo du vielleicht auch nicht alles verheimlichst, was nicht gut ist an dir? Das ist so ein Schlüssel, dass wir das haben. Dass wir Freunde haben, dass wir Familie haben. Gerade hier in der Church ist der beste Rahmen für das. Wir müssen uns nicht gegenseitig vormachen. Wir dürfen wirklich kommen, wie wir sind. Und dann dürfen wir einander helfen, nicht so zu bleiben. In der Bibel steht, wir sollen einander unsere Sünden bekennen. Und spätestens dort wird es problematisch, wenn du so Sachen gerne allein löst. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Auch wenn wir unsere Sünden bekennen, das ist jetzt der Hammer, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das ist doch mal eine Zusage. Für das müssen wir aber die destruktiven Sachen bereit sein zu teilen. Wir müssen anstehen und sagen, schau, ich habe Sachen in meinem Leben, die sind nicht gut und ich will das loswerden. Hilfst du mir dabei? Du vielleicht jemanden, der mit dir zusammen ins Gebet geht und dann Sachen kannst bekennen. Und eine andere Person sagt, ja, ich bezeuge das. Du hast das bekennt. Du hast das abgeleitet. Im Jakobus steht, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Wie oft tun wir die Kraft vom Gebet unterschätzen? Jeden Sonntag haben wir hier ein Gebetsteam, es ist neu hier hinter dem Vorhang. Und ich frage mich immer, warum wird das nicht überrennt? Wenn wir die Kraft vom Gebet verstehen würden wir, glaube ich, viel schneller dort hingehen. Wir würden, glaube ich, viel schneller dort hinrennen, wenn wir die Kraft würden verstehen, die entsteht, wenn ein Mensch für uns betet. Ich glaube, es ist etwas, was wir uns wirklich herausfordern dürfen, die Hürden schneller zu überspringen, schneller aufeinander zuzugehen, schneller einander um Hilfe bitten. Und dann kommt der dritte und letzte Schritt. Dann dürfen wir danach handeln. Deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt. Leg's ab. All das Böse, all das Schlechte. Ich helfe dir dabei, zu erkennen. Du darfst bekennen. Und wir legen es ab. Geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die Kraft hat, euch zu retten. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Wir müssen erkennen, bekennen und entsprechend handeln. So werden wir das Destruktive in unserem Herz los. So werden wir die schlechten Gedanken los. So werden wir die schlechten Verhaltensmuster los. All das Efeu in uns. So funktioniert es. So werden wir das los, was der Paulus im Kapitel 5 aufzählt, die ganze Auflistung. Und jetzt ist so ein entscheidender Punkt. Und das ist das, was der Paulus die ganzen 4 Kapitel vorher beschrieben hat. Jesus hat sich selber für uns hingegeben.
Das ist wichtig, dass wir das checken. Wir müssen die 4 Kapitel vorher, die müssen wir checken, dass wir das 5. Kapitel angehen können. Im Jesaja steht, er nahm unsere Krankheiten auf sich. Er trug unseren Schmerz. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus hat alles da, hat alles auf sich genommen. Es geht in dieser Predigt nicht um Selbstoptimierung, es geht um Heilung. Das ist ein Unterschied. Jesus hat alles gemacht, was nötig ist. Und wir können ganz bewusst das ganze Zeug nehmen. Zusammen. Und können es zum Kreuz bringen. Wir können das Zeug, das wir wissen, das ist destruktiv für uns, wo der Geist Gottes uns erkennen lässt, können wir bekennen und können es am Kreuz ablegen. Im Wissen, er hat alles da. Am Kreuz hat er alles gemacht, was nötig ist. Es ist kein Mechanismus. Wir können nicht einfach jetzt sagen, okay, ich sehe ein destruktives Verhaltensmuster in mir, ich sehe eine Sucht oder ich sehe irgendetwas und wir legen das mal schnell beim Kreuz ab und dann ist alles weg, oder? Es ist kein Mechanismus. Es ist nicht so, dass dann einfach alles gut wäre. Wenn wir merken, wir haben Zorn in uns. Ich sehe selten, dass es funktioniert, dass wir den Zorn ablegen können und plötzlich ist einfach der dauerhafte Frieden da. Es ist ein Prozess, den wir immer wieder wiederholen müssen, den wir uns angewöhnen müssen. Oder dürfen angewöhnen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Aber ich verspreche dir, wenn du das machst, wird Platz in deinem Herzen entstehen. Andere Frucht kann dir wachsen. Und dort, wo vorher Rebellion war, kann Sanftmut entstehen. Und du wirst nicht die Früchte von der Rebellion zeigen, sondern die Früchte von der Sanftmut. Dort, wo Unvergebenheit war in deinem Herz. Du bist ein Baum, gell? Da findet Gnade Platz. Und Menschen um dich herum profitieren davon, von dieser Gnade. Du bist vielleicht ungeduldig. Und immer wenn du das machst, immer wenn du das zum Kreuz bringst, gibst du Raum, dass die gute Frucht wachsen kann. Dass Geduld Platz findet. Dort, wo Sucht ist, wird Selbstbeherrschung Platz finden. Dort, wo Untreue ist, kommt Treue. Dort, wo vielleicht Habsucht, Habgier ist. Kommt eine Genügsamkeit und eine Zufriedenheit. Ich bin fest davon überzeugt, das ist der Weg, wenn wir frei werden. Nicht aufgrund von unseren eigenen Werken, sondern weil wir uns auf Jesus Christus berufen. Auf das, was er am Kreuz gemacht hat für uns. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Schau, wir haben ein Angebot in unserer Kirche, es nennt sich Detox Day. Wenn du so etwas mal ganz konkret erleben willst, am 2. April ist der nächste. Melde dich an. Und auch wenn du jemand bist, der sagt, hey, ich will gerne anderen Menschen helfen, in die Freiheit zu finden, komm nachher auf mich zu schnell. Oder schreib mir. Ich wünsche mir, dass es mehr zur Kultur werden darf. Merci. In unserer Kirche.
Dass wir Sachen sehen dürfen, die destruktiv sind für uns. Dass wir zusammen dürfen erkennen, bekennen, ablegen. Dass wir anders handeln können kennenlernen. Was letzten Endes dazu führt, dass der Geist Gottes sich zeigen durch uns. Vielleicht ist es etwas, was für dich gut ist. Aber ich glaube, das Ganze kann auch heute einen ganz kleinen Anfang nehmen. Wir haben jetzt eine Gebetszeit. Mach dich auf für den Heiligen Geist. Mach dich auf für sein Reden. Er lebt in dir. Du musst nur zuhören. Vielleicht will er dir etwas zeigen. Vielleicht will er dir etwas erkennen lassen. Vielleicht zeigt er dir etwas, das du bekennen darfst. Dann hau die Person, die neben dir sitzt, an. Oder geh zum Gebetsteam. Das ist etwas, was wir immer wieder üben dürfen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Nicht durch unsere Werke. Die Früchte lässt Gott wachsen, nicht wir. Was wir machen können, ist, die Sachen ablegen, die wir merken, die stehen dem im Weg. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Heiliger Geist, ich bin so froh, lebst du in uns. Ich bin so froh, bist du in unseren Herzen. Und wir machen uns jetzt ganz bewusst auf nochmal für diese Rede. Dass wir die Freiheit, die dadurch entstanden ist, dass du, Jesus, dir selber hergegeben hast, dass du Wunden auf dich genommen hast, damit wir geheilt sind. Dass wir das nochmal neu verstehen, was das bedeutet. Du kennst uns und du willst, dass wir frei sind. Und so haben wir dir unser Herz an und sagen, rette zu uns. Lass du uns erkennen, was wir angehen dürfen. Zeig du uns, was aus unserem Herz raus muss, was letzten Endes der Heilige Geist Platz nimmt, dass du den Raum einnehmen kannst und die Frucht entsteht, die du in mir hervorbringen sollst.